I'm blue, da di da da. I'm good, Also. yeah, I'm feeling alright. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Das ist so eine Verkunzung von diesem Ich Lied. weiss, aber Wirklich. es läuft gleich immer nur nachher. Clue Music. Guten Nachmittag wünsche ich dir. Also, Leute, Podcast-Time. Wir kommen nach dem Podcast gerne auf eure Kommentare und Fragen und so weiter zurück. Aber jetzt ist zuerst mal Talking angesagt. Bis später. Ja. In dem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer, Steffi? 57. 57. Und da das so zwei schöne Zahlen ist, haben wir auch zwei sehr spezielle und schöne Menschen dafür ausgesucht, nämlich die Steffi und mich. Und in dieser Podcast-Folge geht es um sehr viel und gleich sehr wenig, weil wir haben grosse Themen, die wir besprechen. Unter anderem ist diese Woche die Fantasy Basel und wir sind einen sehr coolen Film schauen letzte Woche, ich und Steffi. Da werden wir auch noch schnell etwas darüber erzählen. Dazu hat Steffi noch ein lustiges Crit-Thema, das ein bisschen peinlich ist, aber das hat Steffi ja mega gern. So ein bisschen peinliche Sachen. Und nachher erzählen wir euch noch etwas über den Loot, was wir so eingekauft haben und warum das ich mir überlegen, Switch zuzulegen. Genau. Und somit starten wir rein in Buff Crit Loot Folge 57. Let's go. Let's go! Ja, Thema Nummer 1 natürlich, wie könnte es anders sein? Fantasy Basel. Ja. Wir sind natürlich wieder vor Ort. Alle Jahre wieder, nicht wahr? Wir sind dort auf jeden Fall und wir sind sehr präsent. Das heisst, die Standnummer bringt euch, glaube ich, nicht viel, aber denkt einfach dran. 710 in Halle 1.1. Okay, 710 in Halle 1.1. Aber man kann auch einfach sagen, wenn ihr reinkommt, halt gerade rechts. Also ihr könnt es nicht verfehlen. Reinkommt einfach gerade auf der rechten Seite. Dort, die wo kommen die rein. stehen. Dort, was am geilsten ist. Dort, wo die Schaut positive Vibes herkommen. Dort sind wir. Dort, wo es wieder so grosse Schlangen hat und man sich fragt, warum stehen die hier alle an? Und dann sieht man das Glücksrad und denkt, oh, da gibt es etwas gratis. Dann gibt es etwas gratis und dann geht man der Gas an. Ja. Genau. Und der Nico sieht er von weitem mit seinen blauen Haaren. Darum nennen wir ihn jetzt nur noch Smurf Daddy. Ja, und wieso das... Okay, und Steffi heisst Mama Tweety, weil sie... ein bisschen wie das Tweety ausgesehen hat. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wir haben sehr viel cooles Zeug für euch vorbereitet. Wir haben, Steffi, ich tue schnell den Stand ein bisschen erklären. Wir haben vorne dran ein Glücksrad mit sehr vielen Giveaway-Preisen. Unter anderem bei diesen Preisen dabei sind Nerf Guns von Dungeons and Dragons. Unter anderem Speicherkarten, die man gewinnen kann. Man kann Mausmatten gewinnen. Man kann verschiedenste Gaming-Zusätze, Accessoires gewinnen. Man kann ein Laptop-Schloss gewinnen. Man kann aber Flaschenöffner auch gewinnen. Man kann Schlüsselanhänger gewinnen. Man kann Keychains. Das ist das gleiche wie Schlüsselanhänger, super Nico. Man kann mega viele verschiedene Sachen gewinnen, die einfach aus dem Game-Universum sind. Also unter anderem auch Star Wars Modell, also von Revell, die sind richtig cool, die haben wir letztes Jahr schon gehabt und wir bekommen sie dieses Jahr wieder. Das war dann ein riesen Run gewesen. Ja. Andere Modelle als letztes Jahr. Aktuell. Ich glaube, es sind andere, ich bin mir nicht sicher. Ich werde jetzt nicht lügen. Könnte sein, dass es die gleichen sind, aber ich meine, die sind ja letztes Jahr auch mega cool gewesen. Sie sind mega cool. So Raumschiff, alles mögliche verschiedene Raumschiff. Ja. Richtig cool, ja. Genau, also wir haben sehr viel cooles Zeug und nachher haben wir ja auch noch den grossen Wettbewerb. Also das heisst, wenn ihr am Glücksrad nichts gewinnt, nehmt ihr ja gleich teil am grossen Wettbewerb. Automatisch. Und da würde ich euch auch kurz empfehlen, für alle die da sitzen, zum Beispiel die Woche hören, wo die Fantasy ist, geht auf unsere Landingpage, auf unsere Fantasy Landingpage und geht mal schauen, was wir alles für Messerrabatte haben und zusätzlich, was man im Wettbewerb gewinnen kann. Weil wenn ihr nämlich am Glücksrad teilnehmt, dort der Code scannt und euch anmeldet, nehmt ihr automatisch am grossen Wettbewerb teil. Und dort gibt es unter anderem
ich zähle den Preis einfach auf. Da gibt es einen Samsung Odyssey Arc Gaming Monitor gewinnen. Also der grosse Samsung Odyssey Arc Gaming Monitor. Etwas vom, ich würde sogar sagen, das Nonplusultra, was es im Moment gibt, an Bildschirm in der Gaming-Welt. 2600 Franken. Genau, im Wert von 2,6K, ja. Also das müssen wir auch noch sagen. Nachher gibt es 2 Gaming-Notebooks, die man gewinnen kann. Einer ist ein XMG Focus 15 RTX 4050 in einem Wert von 1700. Ein Medion Notebook Eraser Major im Wert von 2,5K. 3 Soulflow E-Scooter, 3 im Wert von 1000 Franken. Yeah. Nachher 2 AOC Monitore im Wert von je 500 Stutz. Ein LC Power Monitor, also so einen grossen Curved, auch sehr cool. Ein Gaming-Tisch, ein Gaming-Stuhl, und das in zweifacher Ausführung, also der Stuhl und der Tisch kommen zusammen. Und ein ganzes Gaming-Set mit Tastatur, Headset und Maus von Corsair. Also das ist, was wir im grossen Wettbewerb haben, und das ist wirklich einiges. Das ist sehr das beeindruckend. Zusammengerechnet, das ist verdammt viel. Über 10'000 stehen, ja. Ja. Über 10'000, ja. Aber Ja, das, ich habe es was zusammengerechnet. abstauben, ja. Das ist mega krass. Ja, mir ganz fest Mühe gegeben für euch, auch, dass ihr einfach kommt und Freude habt an dem, was man gewinnen kann. Und eben auch Giveaways sind eigentlich alles coole Sachen. Und das ist ja cool, also man kann einfach doppelt gewinnen. Man kann das Giveaway gewinnen und dann nimmt man noch einen Webanteil und gewinnt dort vielleicht auch noch etwas. Also, das Jahr wirklich Win, Win, Win. Hä? Ja, mehr als Genau. einmal Win, mehrfach Win. Genau. Und jetzt, wir haben quasi dort, ist der Vorderteil vom Stand, den ich jetzt beschrieben habe, das ist eben die Giveaways. Und auf der rechten Seite, also gegenüber vom Glücksrad, haben wir den Stand mit der Twitch-Booth. Das ist dort, wo die Steffi und oder Cyril, wie ich mitbekommen habe, jetzt ab und zu, Ja. werden streamen während der FABA. Das heisst, sie werden live sein, sie werden während der Fantasy Basel streamen und man kann im Stream, haltet noch fest, was kann man eigentlich im Stream? Auch noch etwas gewinnen, ja. Regelmäßig. Ja, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja. Also wir haben dort zum Beispiel sehr coole Controller, die ich habe gesehen, die wir haben mitgenommen, wo man je nachdem kann verlosen. Steffi muss natürlich das entscheiden, aber das sind Controller dabei, unter anderem mit einem Link drauf. Steffi, du hast doch so einen auch daheim, oder? Ja, irgendwo. Ist egal. Es ist ein sehr cooler Controller, wo der Link drauf ist, also Zelda-Design. Einfach etwas, was man bei uns im Stream kann gewinnen kann. Etwas von verschiedenen Sachen. Wir haben grössere Actionfiguren von Heo, wo man unter anderem auch gewinnen kann bei den Giveaways. Aber wir reden hier von Actionfiguren von Bud Spencer und Terence Hill Actionfiguren. Wir reden von Batman Actionfiguren, wir reden von Avatar. Alles, was sich das Gamerherz, das Nerdherz kann wünschen, ist dort drin. Also mehr als genug coole Sachen. Der Twitch-Stream, der läuft. Die ganze Messe. Wir tun auch ein bisschen berichten für die nicht da können sein, für die nicht an der Messe können sein, was läuft, was geht ab, wie ist die Stimmung. Und darum verlassen wir auch gerne etwas im Twitch-Stream, damit auch die nicht dort sein können, etwas gewinnen können. Weil wir lassen niemanden leer ausgehen. Und wir liefern mehr, als du denkst. Auf jeden Fall, wenn man sich nachher um den Stand bewegt, kommt man nachher von der rechten Seite vom Twitch-Booth aus zur Daydeal-Ecke. Das ist der Ecke, wo Daydeal eigentlich für sich gepachtet hat. Ist auch komplett grün, in diesem Daydeal grün. Und dort kann man mit der Reaction Wall eigentlich auch nochmal etwas gewinnen. Ja, wir lachen jetzt, aber es gibt auch wieder etwas zu gewinnen. Das heisst, Reaction Wall. Giveaways. Genau, wenn man bei Reaction Wall wenn man bei Reaction Wall richtig gut ist, dann bekommt man coole Giveaways von Daydeal. Also ich habe gesehen, unter anderem ein bisschen Sneak Peek, ich weiß nicht genau, was sie alles abgeben, aber ich glaube, kabellose Mäuse sind dabei und sicher coole Trinkflaschen. Also so die aus Stahl Also ist das, oder Steffi? Ja, genau, so Edelstahl, Ja. so Thermoflaschen. So Edelstahl, ja genau. Wo die Getränke entweder heiß oder kalt behalten und die sind echt cool, ja. Genau, so nachhaltiges Zeug, genau. Also das ist auch sehr, sehr cool. Bei Daydeal könnt ihr mitspielen. Fakt einfach.
Nachher haben wir zusätzlich einen Bereich, wo man Taschen bedrucken kann. Ja, da gehört richtig Taschen. Und T-Shirts. Man kann T-Shirts auch. T-Shirts auch noch? Eigentlich alles, was Stoff ist, sind wir ehrlich. Okay. Ja, natürlich T-Shirts auch. Also das heisst, theoretisch könntet ihr eure Unterhosen bedrucken. Macht das bitte nicht. Je nachdem könnte es beim einen oder anderen komisch ankommen. He? Also wir haben dort sicher auch viele Kinder rum, also bitte Unterhosen bedrucken lieber lassen. Also ich sage es jetzt einfach noch einmal, weil ich so weiss, wer den Stream anschaut, wie die Leute drauf sind. He? Gut, auf jeden Fall, man kann alles ein bisschen bedrucken, wo es Stoff ist. Und mit was kann man das bedrucken, Steffi? Mit lizenzierten Schriftarten. Das heisst zum Beispiel Star Wars Schrift, Super Mario Schrift, etc. Also das heisst, man kann zum Beispiel Star Wars Schrift Mama Tweety draufschreiben. Man kann sagen, this is Mama Tweety's bag oder so. Und dann kann man mit dem flexen, wo man kann das ganze Farbe umtragen. Natürlich schauen wir dort ein bisschen drauf, dass nicht irgendwelche unpassenden Sachen draufgeschrieben werden. Da müssen wir natürlich schauen, sonst werden wir dort hinten und vorne trollt. Aber ihr könnt natürlich sehr amüsante Sachen auf jeden Fall draufschreiben. Wir machen dann sicher auch noch einen kleinen Contest unter uns, Steffi, habe ich mir gedacht, welches so die coolste Tasche ist, die wir gesehen haben. Weißt du, was ich meine? So, dass wir so sagen, okay, ich habe eine gesehen, das, das ist die beste. Dann zahle ich, also wenn Steffi die beste findet, zahle ich ihr ein Bier und sie schuldet mir eins, wenn ich die beste finde. Also, das ist schon mal meine Challenge hier. Ist das so? Also, ja. Ist gut. Deal. Nachher kommen wir eigentlich zur letzten Attraktion und zwar gut neben dem Taschenbedruckenbereich haben wir den Racing Rig von Logitech. Also auf der Rückseite vom Glücksrad. Genau, auf der Rückseite vom Glücksrad ist der Racing Rig von Logitech und das heisst, da könnt ihr, kleine Rennfahrer, die gerne ein bisschen auf die Tube drücken, könnt dort Rennen fahren und das ist natürlich spasseshalber gedacht. Wir haben dort keinen Wettbewerb, das heisst, das ist der einzige Ort, wo man nichts mitnehmen kann. Sind wir ehrlich, oder? Man kann von dort aus nichts mitnehmen. Am anderen Ort kannst du überall etwas mitnehmen. Der Monitor, der dort installiert ist, ist nämlich ein Samsung. Ist nämlich auch der Arc. Ja, genau. Also, falls ihr euch fragt, wie der Arc aussieht, den wir auch verlosen im Wettbewerb, der ist genau dort befestigt. Beim Logitech Racing Rig könnt ihr den anschauen. Der ist wirklich riesig. Imposanter Bildschirm, wirklich also sehr. Eigentlich ist es ein Fernseher von Grösse her, wenn man so will. Ja. Er ist riesig. Ja. Sehr beeindruckend. Was ich vor allem krass finde bei dem, ist, dass man vom Quer ins Hochformat kann drehen kann. Also wie ein normaler Monitor eigentlich. Und wir haben den ja gesehen, wir haben ja an Zürich Popcorn ein Video gemacht. Ja, ein Interview. Ja, genau. Unter anderem mit Samsung. Und dort haben wir ihn ja ein bisschen vorgestellt. Das war wirklich gerade die Neuheit. Ich kann euch das Video nochmal verlinken im Podcast in den Shownotes und dann könnt ihr es dort nochmal anschauen. Natürlich tue ich auch den Links rein für die Fantasy Basel Landingpage und für die etwa gefühlt 20'000 reduzierten Artikel, die wir extra für die Fantasy Basel haben zusammen ramüsiert. Das ist crazy. Genau. Auf der Landingpage haben wir so Kacheln und unter den Kacheln hat es einen Button, einen roten, wo drauf steht, alle reduzierten Artikel. Und wenn man dort draufklickt, dann gibt es ich weiß nicht im Kopf, es sind über 200 Artikel, die reduziert sind. Also Tische, Stühle, Controller, diverse für PC und andere Konsolen, wir haben jede Menge Headsets, Tastaturen, Mausmatten, Monitore noch und noch, mit Grafikkarten, Sachen für Racing, also unter anderem ein Playseat, Games, von HP Omen haben wir viele Laptops, die reduziert sind schon. Wir haben auch PC, also richtige Gaming-PCs von Omen. Wir haben viel von Nintendo, unter anderem sogar die Switch im Zelda-Look, der reduziert ist. I can't, man. Ja, ich weiss, Mann. So gemein. Wir haben Zeug für Playstation, wir haben Sachen für Xbox, wir haben unter anderem auch das Steam Deck, das reduziert ist. Einfach wie frech einfach, weißt du. Mobile Gaming Sachen, Kopfhörer, ganz viel Star Wars Modellsets von Steffi, du noch schnell ein bisschen rauf zu Dingseln. Nur kurz.
schnell ein bisschen raufgehst, Ja, bis wo? auf dieser Seite. Ja, bis zum Controller von vorhin. Kann man ihn noch schnell zeigen. Ja, welche? Ah, der hier. Ja, Controller. Ja, genau. Das ist zum Beispiel etwas, die es jetzt hören, können es natürlich nicht anschauen, aber es ist ein sehr schöner, weißer Zelda-Controller mit Link drauf, wo so das Schwert schwingt. Ultra schön. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir verlosen an der Fantasy. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Cooles. Also es lohnt sich unbedingt bei uns vorbeizukommen. Wenn man sich überlegt, der Eintritt, die Fantasy ist, glaube ich, 40er am Tag, wenn ich das verstanden habe. Ja, 44. Lohnt sich schon nur, wenn man bei uns vorbeikommt. Der Rest müsst ihr gar nicht anschauen. Ja, Nein, Spaß. So. Aber ich meine, ihr könnt schon Preise abstauben, die fix mehr wert sind als der 40er, der Eintritt zahlt. Also von dem her kommt vorbei. Ja, aber dann Modellbausets von Revel, ganz viel haben wir. Haben Klemmbausteine, Sets, diverse, unter anderem aber auch Sachen von Lego. Magic haben wir mega viel so Booster-Sets, also wirklich brutal viel. Dann haben wir Pokémon, Trading Card Games, also auch wieder Kartensets. Ja, Magic the Gathering, ja. Ja. Für D&D, also Spiele, Regelwerk, Würfeln, ganz viel. Wir haben sonst noch verschiedene Spiele und Puzzles und wir haben noch ein paar Figuren, unter anderem eben auch von Star Wars oder Transformers. Genau. Also es sind wirklich über 200 Artikel, die reduziert sind und teilweise lohnt es sich wirklich krass, wo wir teilweise 44%, 50% reduziert. Ja, ich glaube 50 ist das Höchste, was ich gesehen habe, glaube ich. 60% ist hier etwas. Ja, also wirklich krass, wie die Sachen teilweise reduziert sind. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, vielleicht findet ihr ja auch das eine oder andere. Yes. Ja, so viel dazu. Oh. Genau, also im Endeffekt einfach sehr coole Angebote, wo man im Moment davon profitieren kann. Ich habe mir auch schon 2 Sachen in den Warenkorb geschmissen, Steffi, muss ich sagen. Weil das hat wirklich teilweise reduziertes Zeug, das mega cool ist. Zusätzlich kann man sicher sagen, dass wir ein bisschen werden schauen. Es wird ja am Donnerstag anfangen. Das heisst, wir werden ein bisschen schauen, dass wir für alle Tage ein bisschen coole Preise am Giveaway haben und euch immer wieder ein bisschen versorgen, auch für die nur so einen Tag kommen können, dass immer etwas Spannendes da ist, was ihr gewinnen könnt. Und auch betreffend dem Twitch-Stream. Steffi, ich weiss nicht, hast du schon einen Plan, was du streamen? Ist Zelda dabei? Oder? Nein, Zelda ist nicht dabei. Also, ich habe mir das überlegt, ich nehme Twitch auch mit, aber ich weiß nicht, ob ich Zelda streamen oder nicht. Ich schaue mal. Es ist wie letztes Jahr, was Gaming betrifft, würde ich sehr spontan schauen. Ich werde auf jeden Fall schauen, ob es irgendwelche Neuheiten gibt an diesem Tag, also an den Tagen, die rauskommen, zum Beispiel auf dem Xbox Game Pass. Ja. Ja, sonst, was wir auch noch haben, ist eben mit dem Cyril Klemmbausteine Streams. Er nimmt zum Beispiel Bruchtal noch mit und macht es dort fertig. Geil. Ja, nice. Ein weiteres Set und er wird auch so zwischen 2 bis maximal 4 Stunden pro Tag wird dort noch streamen und seine Sets wieder aufbauen. Sehr cool, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Und was wir natürlich auch werden streamen, ganz klar, ist ab und zu einfach mal ein bisschen der Stand. Wir quatschen einfach mal ein bisschen oder so. Ja, von dem her, schaut einfach mal rein. Schaut einfach mal rein. Wir sind durchgehend live. Aber wir brauchen auch zwischendurch mal Pause oder wenn wir müssen Mittag ablösen oder so. Genau. Dann tun wir einfach den Stand ein bisschen filmen. Und wir brauchen tatsächlich Pause. Yes. Aber ich bin, also bei guten Dingen freue ich mich sehr drauf. Ich bin hyped. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, sehr viele Leute von unserem Team fühlen genau gleich wie wir. Und ein paar sind vielleicht auch noch ein bisschen aufgeregt und nervös und fragen sich, wie das denn wird, weil sie das erste Mal dabei sind. Die kann ich beruhigen. Es ist immer mega ein cooles Erlebnis. Klar, man ist dort, für uns ist es, wir sind dort zum Arbeiten, aber gleich ist es mega schön. Das muss man schon auch sagen. Es ist anstrengend, genau. Du stehst den ganzen Tag, also ich nicht, wenn ich im Twitch-Bus sitze. Nein, aber ich stehe den ganzen Tag, genau. Du stehst den ganzen Tag, genau. Aber auch einfach der ganze Messelärm
durch die immerhin fast 10 Stunden, ja mehr sogar, wo wir dort vor Ort sind, das geht schon recht, also es zehrt schon recht, also muss ich schon sagen. Es ist anstrengend und nach der Messe ist man meistens auch kaputt, vor allem, wo wir ja dann selber alles noch helfen aufbauen und wieder abbauen. Also der Stand, Grundgerüst und so nicht, aber alle Einzelheiten, die dort sind. Und das geht dann schon so ein bisschen ans Eingemachte, sagen wir mal. Am Schluss von der Messe ist man ja aber schon ein bisschen kaputt, aber wo es so gefällt hat, einfach, wo die Stimmung einfach mega cool ist, wo man es einfach lustig hat. Das Ja, und wenn man ist die so Gesichter egal. langsam auch ein bisschen die kennt, so Leute nach ein paar Jahren, oder? Ja, Und es ist aber auch schön, wenn neue dazukommen. Im Jahr, einfach so Fava, genau. Genau. Und ja, es kommen neue dazu, wie du sagst, genau. Ich freue mich. Ja, also es wird glaube ich, allgemein sehr cool, nice und lustig und let's see what happens. Ich habe mir noch überlegt, Steffi, soll ich meinen Mantel mitnehmen? Der Cosplay-Mantel, dass wenn ich Pause habe, kann ich auch so ein bisschen Cosplay-mässig rumlaufen. Ja, mach doch. Dass ich wenigstens ein bisschen ein Teil davon sein kann. Ich bin eigentlich auch ein grosser Cosplay-Fan, ich finde das mega cool. Du hast blaue Haare, du bist jetzt schon Teil davon, ohne Mantel. Ja, aber also ich habe einfach... Ihr glaubt nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, «Jo, hast du eine Midlife-Crisis? Jo, geht's dir gut? Hey, alles klar mit dir? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Was ist passiert?» Es ist wirklich viele Messages bekommen, die so gefunden haben, «Jo, aber Alter, alles gut, du hast blaue Haare, was ist mit dir nicht gut?» Und ich so, «Jo, ich habe einfach Bock auf blaue Haare, beruhigt euch doch einfach mal, was ist jetzt so schlimm?» Also es ist wirklich... Teilweise frage ich mich echt ein bisschen ab unserer Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, dass es meistens für sehr viele Leute ist das einfach auch eine Bremse und eine Barriere, dass sie das so Zeug wie eben sich einfach blaue Haare färben, dass sie das nicht machen, weil sie einfach Angst haben vor dem Judgment. Klar, ein grosser Teil wird vielleicht auch sagen, «Jo, ich fühle es gar nicht.» Das ist voll okay. Aber ich habe in dem Moment einfach gedacht, «Jo, blaue Haare, das wär's mal. Einfach rein. Ich mache es jetzt einfach, weil ich fühle es, oder?» Und ich möchte mit dem... Genau, und ich möchte mit dem eigentlich den Leuten auch zeigen, egal, dir da außen, jeder von euch, ich rede jetzt in die Kamera, jeder von euch, macht eure Haare, egal wie, macht es wieder Bock habt drauf. Solange ihr das mit einem gesunden Selbstvertrauen tragen und es gegen außen zeigen, dass ihr überhaupt gar kein Interesse daran habt, dass irgendjemand euch judgt für euer Aussehen, dann macht es einfach. Weil ganz ehrlich, ich habe es einfach gemacht, weil ich es gefühlt habe. Und ich finde, im Endeffekt urteilt never judge a book by its cover, oder? Und es urteilt ein bisschen alternativeres Aussehen, nicht über einen Menschen. Der kann gleich noch genauso gute Leistungen und Sachen erbringen und ein cooler Typ sein, wie jemand, der normal aussieht. Einfach nur so. Schnell, meine Anekdote. Von sich selber. Ja, ist gut. Ja, nein, ich sage nur. Nein, du hast absolut recht. Was ich schade finde, ist, dass oftmals so bunte Haare mit Unseriosität so in einen Topf geworfen wird. Also in Zusammenhang gebracht wird. Das finde ich super schade. Ja, oder mit dem Menschen hat Problem oder der Mensch ist, dem geht es nicht gut. Ja, also kommt bitte aus dem raus. Also es ist... Ich verstehe ja, wenn die einen oder anderen das noch von ihrem Grossi oder Grossvater gelernt haben, aber wir sind im Fall eine andere Generation. Früher haben nur die Punks sich die Haare gefärbt, die am Bahnhof rumgehockt und Bier getrunken haben und kein Leben hatten. Die Punks, weißt du, mit den Piercings. Also ich bin aber wie als 14-Jähriger nicht ohne Iro gehabt. Also alles gut, ich bin die Phase auch durchlaufen. Das ist, und meine erste Band war schon eine Punkband und die dritte oder die vierte auch. Also von dem her, ja, sicher, gehört auch ein Teil zu meinem Stil. Also man kann sicher auch viel rechtfertigen, wenn man sagt, man ist Musiker und man ist noch in der Rockszene daheim, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt habe ich auch Bock auf blaue Haare. Also, ich habe auch schon pinke und ich habe mal knallorange Haare gehabt. Oder rosa Haare, ich habe schon blaue Haare gehabt, also nur unten nachher. Ja, du solltest jetzt eigentlich tweety gelbe Haare haben. Hey, ich wollte mal gelbe Haare machen, es hat es nicht angenommen. Ich war enttäuscht, ja.
Das ist, ja, wir finden vielleicht finden wir für dich noch so einen Tweety-Onesie oder so. Das wäre recht lustig. Pikachu an so. Oh, bitte nimm den mit. Nein, oh, es ist bitte das nimm L, den der mit. ist mir 5-mal zu gross. Ach, kannst come anlegen. on. Also, ich lege noch. Ist gut, nehmen wir mit. Kannst du Pikachu haben, ist mir Ones. zu gross. Nein, aber warte schnell, Onesie, ist der dann so eng Ja. oder was? Nein, Nein. er ist nicht mega eng. Er Ah, ist okay. flauschig. Da können die alle antatschen. Flauschig. Ja, okay, fair. Es ist so wie ein Pyjama. Ja. Ja, okay. Du Ja, meinst ja. den Körpersuit? Ja, ein ich hab schon Kondom. gedacht so. Also ich habe noch so eine Kein ganz Spider-Man-Suit. Körperkondom, don't worry. Ich habe noch so einen Spider-Man-Suit, den kann ich nicht mehr anlegen. Ich bin zu breit. Geht nicht mehr. Ich kann es hinten Breit nicht oder zu zuziehen. dick, Nico? Hä? Das breit oder zu dick? Das kannst du beurteilen. Das ist okay. Du darfst jetzt so sagen, ich bin zu dick. Das ist voll okay. Nein, Dass deine Meinung ist. Nein, ist okay. Dass deine Meinung ist. Wir Ist nicht meine Meinung, das habe ich hier nie gesagt. auch Egal. nicht Bodyshaming Nein, betreiben. überhaupt Hä? nicht. Wir machen kein Hair-Shaming, kein Body-Shaming, kein Namens-Shaming, gar nicht. Genau. No shaming. No shaming. Genau. No shame, no judgment zone. Oh mein Gott. Okay, ja, wir sind hey. sehr abdriftet. Total. Wir Aber haben komm, eigentlich... ja, Nico und ich waren im Kino, gehen Dungeons and Dragons den Mhm. Film schauen. Er ist hure gut. Also wir haben uns teilweise wirklich krumm gelacht. Das ist teilweise so random. Halt einfach, also wenn ihr schon mal selber D&D gespielt habt, dann wisst ihr, dass es teilweise einfach wirklich mega random kann werden plötzlich. Und der Film hat die Randomness einfach so unglaublich gut wiedergegeben. I love it. Ich will nicht spoilern, aber der Drache hat mir den Rest gegeben. Ja, der Drache ist Comedy pur. Ja. Und, Also, es ist ein böser Drache, just say ja. also es ist allgemein sehr cooler Film. Ja. Wir können ihn nur empfehlen. Er läuft wir haben ihn auf nicht Deutsch mehr im gesehen. Kino. Ja, schaut ihn irgendwo. Wir haben ihn auf Deutsch gesehen und ich schaue ja sonst eigentlich nicht gerne Film auf Deutsch, gar weil ich nicht. finde, ja, Englisch lieber Originalausgabe. Aber er ist sogar auf Deutsch mega gut. Also er ist auf Deutsch richtig lustig. Unbedingt die Empfehlung, die haben es sehr cool umgesetzt und ich hatte jetzt erst wirklich gedacht, okay, das ist ein Film, der wird nicht gut sein. Das wird so ein Reinfall. Ich weil hatte auch ein das- bisschen Angst, wie- gehabt, ja. muss ich sagen. Weil Aber wie der will man Cyril das hat in ja einen gefunden, Film es ist bauen? cool. Ja. Ja. Ja, der Cyril, man hat dem Cyril so vertrauen. Ja, Dem Cyril von so Anfang vertrauen. an. Von Anfang an. Definitiv. Cyril, falls du zulässt, ich tue mich offiziell entschuldigen, ich hätte so dir glauben. Auch König der Klemmbausteine. Und das D&D, hä? Genau. Mhm. Und das D&D. Nein, also wir haben sehr Spass gehabt. Klare Empfehlung. Aber dort können wir nochmal den Switch machen zu unseren Giveaways. Mit D&D Es ist so, dass wir tatsächlich Nerf Guns haben, wie ich vorher gesagt habe, Nerf Guns aus dem D&D-Universum. Das heisst, wir haben so eine Armbrust, die einfach ein Nerf Gun ist, oder so kleine Guns, die aussehen wie so Drachenköpfe. schon cool. Das wird cool. Also die verlosen wir. Ja. Eine behalte sicher für mich, für die Steffi immer abschießen, wenn sie im Stream ist. Es aber- Tito. Auf jeden Fall behalten wir Komm ich die. dich nerven. Piu, piu, piu. Ja, genau. Nein, aber der Film, grosse Empfehlung. Und ja, was können wir noch dazu sagen? Wartet Hey, auf Endcredit-Scene. Ja, Wir haben sie nicht gesehen. Hä? Sicher Haben sie gesehen? gesehen? Wir haben sie gesehen. Natürlich. Haben wir sie gesehen? Ja. Du weißt nicht, du hast mit denen abgelenkt. Du hast dich ablenken, also selber die schuld. Also, der Film ist eine Empfehlung. Das Ja. kann man sagen. Wirklich. Ich will nicht zu viel über den Film erzählen, wo ich nicht jemanden spoilern will, aber er ist wirklich gut. Auch von den Charakteren her. Es hat ein paar witzige Klischees eingebaut. Also weißt du, so Randomness-Klischees. Was ich aber auch gut finde, ist, dass es zum Beispiel so doofe Sachen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ein Zeitchen ist vor allem auf TikTok so der D&D-Trend wo es einfach heisst, ja, ich tue den Drachen seducen und so. So Zeug finde ich ultra lame. So Sachen kommen alle nicht vor. Also die Sachen, die vorkommen, die sind wirklich cool, die machen Sinn, sind lustig.
teilweise wirklich einfach random, so wie es D&D ein Gutes halt einfach ist. Und ich will nicht zu viel erzählen, aber es ist fantastisch. Die einzelnen Charaktere sind auch wirklich gut aufgebaut. Ja. Also eben rundum ein mega cooles Storytelling-Package vom ganzen Film. Klar ist ein paar Sachen sind erahnbar, aber dann ist es halt mit so viel Ja, logisch. lustigem und so spontanem Humor Oder einfach so auch random gewürzt. einfach. Einfach sehr random, Ja. wirklich sehr random. Aber ich sage nur der aber Drache, ist aber- Mann. Ja, der Drache ist Oder super. der Paladin, I love him. Oder der Paladin. Wenn er wegläuft. Ich so, schnurrstark. Einfach gerade. Hauptsache gerade. Wie gesagt, Steffi hat Spass gehabt. Ja, ich habe sehr viel Spass gehabt am Abend. Gut. Dann. So viel zu Buff, würde ich meinen. Crit Yes. als nächstes. Oh, Leute. Crit, Es Steffi. ist so peinlich. Also, da sieht man einfach mal wieder, wie viel Einfluss eigentlich die Gaming-Szene bzw. die Gaming-Industrie hat. Es läuft ja im Moment, wenn wir schon bei den Kinofilmen sind, es läuft ja im Moment The Pope's Exorcist im Kino. Das ist so ein Horrorfilm mit dem Russell Crowe. Und die tun so ein bisschen so als... Also sie behaupten, sie würden sich auf Fakten und auf tatsächliche Geschehnisse und so beruhen. Also es ist inspiriert von dem, was wirklich passiert ist. Und es geht in einer Szene darum, dass jemand, wahrscheinlich die Hauptfigur, etwas sehr Erschreckendes über einen Gründer von der spanischen Inquisition herausfindet. Und in dieser Szene sieht man dann auch das Symbol von dieser spanischen Inquisition. Und also, ich denke grundsätzlich für einen ganzen Film hat man ein Symbol gebraucht für die spanische Inquisition. Ich meine, meistens haben so Sachen ja auch irgendwelche Symboliken, sei es auf den Schildern, auf Flaggen und so weiter. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass das Symbol für die spanische Inquisition, das in diesem Film verwendet wird, sorry, ich muss so lachen. Es ist das Symbol von Dragon Age Inquisition und es kommt literally überall im Game vor. Also wirklich? Ja, also das Symbol von Dragon Age Inquisition, ich meine, das sehen wir in-game. Fast überall, auf Flaggen, auf Rüstungen. Es gibt Merchandise. Leute haben sich das sogar tätowieren. Und nein. die haben wahrscheinlich einfach Inquisition-Symbol oder so in der Google-Suche eingegeben. Für einen Kinofilm das nein. Symbol verwendet. Und weißt du, was noch viel besser ist? Du weißt, wer das Dragon Age published hat, oder? Oh nein. EA. Oh nein, sie haben wirklich das. Oh nein, sie haben es verwendet. Oh Ja. nein, der Film ist mit dem Russell Crowe. Ja, sag ich ja. Oh nein. Oh mein Gott, das ist ja hure lustig. Und ich meine, EA ist der Publisher von Dragon Age Inquisition. Und du weißt, wie ungrosszügig EA ist, wenn es darum geht, dass man ihre Assets verwenden darf. Ja. Ja, also ja. jetzt bin ich echt gespannt, wie es dort weitergeht, wie lange es dauert, bis EA sie zur Kasse bittet. Das wird, glaube ich, noch teuer. Ja, das wird sehr teuer und vor allem ist es echt wirklich sehr, sehr peinlich. Krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich sage ja immer, Hate schreibt man mit EA. Ja. Es ist ist kritisch auf jeden Fall. sehr kritisch. Aber ich musste mega lachen, und, also, als ich das gesehen habe. Und ich wollte das euch nicht vorenthalten. Darum habe ich das jetzt kurzerhand heute in Crit reingepackt. Sorry, aber welcher Praktikant war das gewesen? Also, du kannst doch nicht einfach für ein Symbol in einem Film kannst doch nicht einfach googlen, Symbol Inquisition, und dann nimmst du einfach das erstbeste Symbol, das dir kommt. Hey, nein. Unglaublich. Aber ja, Das stimmt. ich bin gespannt, wie es weitergeht. So viel zu Crit, mehr habe ich auch gar nicht, aber ich habe es
hart witzig gefunden und dementsprechend natürlich mit euch teilen. Und dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu Loot. Und Loot tut gut. Und ich habe gehört, der Nico will sich eine Switch kaufen. Ich bin mit dem Gedanken am Spielen, weil ich habe sehr viel vom neuen Zelda bin ich am Suchten, bin ich ein bisschen am Streams schauen, bin ich ein bisschen am Videos schauen und ich muss einfach sagen, was mich sehr fasziniert an dem neuen Zelda ist einfach die Möglichkeiten, die man hat mit dem Zusammenbauen, mit den verschiedenen Arten, die Rätsel zu lösen, mit den verschiedenen Möglichkeiten, wo man jetzt kann, umsetzen und machen. Und es hat mich gepackt und ich habe irgendwie mega Bock, das Game zu zocken. Aber nur für das Game eine Switch zu kaufen, ist so ein bisschen, ich weiss es nicht. Und ich bin bis jetzt, okay, es gibt ja eine längere Story. Ich habe mal eine Switch gehabt, aber die Switch ist jetzt bei Erupt. Und die Switch kommt auch nicht mehr zurück. Das heisst, ich müsste wie wirklich eine neue Switch kaufen. Und da bin ich halt noch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber wir haben ja im Moment recht coole Aktionen, Steffi. Ja. Darum hast du dir schon überlegt, welche das du würdest kaufen? Es gibt ja die normale, also so die Original Version. Dann gibt es ja die OLED. Und mittlerweile gibt es ja die Legend of Zelda Limited Edition, wo halt also im Zelda-Style herkommt, aber dementsprechend halt ein bisschen teurer ist. Ja, also ich glaube, wenn, dann würde ich mir schon die Special Edition Switch kaufen. Also die mit der... Ich will schon etwas zum Flexen, weißt du, das wäre schon cool. Sie ist vor allem wunderschön, sie ist echt traumhaft, ja. Ja. Also ich bin mir das schwer am Überlegen im Moment. Und gleich... Ja, müssen wir jetzt mal die Farbe ab... Ich muss jetzt mal schauen, wie es nach der Farbe aussieht, wie viel Zeit ich dann wieder habe und ob ich Zeit habe zum Zelda spielen und dann wird Switch sicher eine Investition sein, die ich wieder machen. Aber es gibt ja auch noch andere Leute, die mich stressen, die sich schon lange mal so PS5 kaufen. Also ja, ihr seht, ich bin da ein bisschen in der Petrouille. Im Endeffekt habe ich auch nicht. Ist halt, du kannst sie mitnehmen. Du kannst unterwegs spielen, du kannst sie dann, wenn jemand anderes daheim eine Dockingstation hast, kannst du sie einfach dort einstecken und dann könnt ihr auf deiner Switch dort daheim spielen. Es ist mega cool. Weißt du, ob jemand ein Game hat oder andere nicht, zum Beispiel. Es fängt eben schon. Das kannst du auch bei PlayStation nicht. Bei PlayStation hast du für andere Games viel mehr Exclusives. Also gut, Nintendo hat schon Exclusives, so ist es nicht. Aber von der Grafik her, wenn du das Grafikmonster willst, dann PS5. Aber wenn... Ja, klar. Ja, aber von den Möglichkeiten her ist die Switch halt schon gut. Und ich muss wirklich sagen, also jetzt gerade The Legend of Zelda, also jetzt mit Tears of the Kingdom, mit dem neuesten Spiel, ich habe es ja jetzt ein bisschen angespielt und also vor allem über das Wochenende ein bisschen gespielt, das ist einfach so toll. Es ist fantastisch und es ist ja nicht nur das Game, es gibt ja noch viele andere Games. Pokémon und alles das Zeug, ja. Beispiel, wenn du das Game watchst für 2 Personen, It Takes Two ist so toll, es ist so wichtig. Ja, das habe ich schon durchgespielt. Hast du schon durchgespielt? Okay, fair. Ja, das habe ich schon durchgespielt. Und zwar, ja. Also ich meine, das ist sehr gut, ja, das ist sehr gut. Aber es ist so einisch gut und das ist so, und das hat gleich meine alte Beziehung nicht gerettet, von dem her nicht erfüllt. Von dem her... Same. Ist irgendwie ein bisschen traurig, aber ja. Und wir spielen es zusammen mal noch, Steffi. Komm. Ja, Switch kommst du rein. Oh mein Gott, okay, ja, ich weiß nicht, ob wir so rennen oder lachen. Nein, alles gut, Spaß. Nein. Alles gut. Nicht, dass es etwas zu retten hat gegeben. Ja. Nein, aber ja, überlegt es mal. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich seit vielen Jahren mega Fan von der Switch. Ich habe sie auch schon super oft auch einfach dabei gehabt, wenn ich viel Zug gefahren bin oder so. Also, ich finde es fantastisch. Also, ja. Gut, überlegen wir es. Steffi, was hast du an Loot? Ich habe natürlich mir The Legend of Zelda gekauft. Die können so anders sein. Also Tears of the Kingdom in der Collector's Edition. Und ich habe den Controller dazu. Und ich habe die Hülle für die Switch. Und ich habe das Amiibo. Ja, das ist also alles. Ich habe das Gesamtpaket. Was ich nicht gekauft habe, ist eben die Switch. Obwohl ich wirklich auch noch ein bisschen dran studiere. Es ist wirklich toll. Es ist so wunderschön. Und es sieht wirklich so aus, als würde in den nächsten 1-2 Jahren kein
nächste Nintendo-Konsole rausgekommen. Also zumindest, also ist wirklich jetzt dieses Jahr und auch nächstes Jahr, weil sie nichts gross, glaube ich, ankündigen. Von dem her wird sicher die Switch noch länger aktuell sein. Und meine ist halt Day One Edition, gell? Also die ist langsam, hat sie so gesehen, darum steht ich ehrlich gesagt mit dem Gedanken, ob ich mir eine so kaufen. Aber ja, mal schauen. Wir haben aber noch 2, 3 Neuheiten im Shop, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen. Die aber auch nichts mit Zelda zu tun haben, ausnahmsweise. Und zwar ist es einerseits Formel 1 2023 von EA, und zwar auf der PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X oder S oder One, je nachdem, welche Edition das ihr möchtet. Genau, also das Formel 1 Spiel, also das Racing Game, was ja auch schon, keine Ahnung, wie viel die Edition das jetzt mittlerweile ist. Es ist ein bisschen wie FIFA mit Formel 1, einfach jetzt jedes Jahr wieder. FIFA? Ja. Ja, ich dachte, du beschreibst das Game. Ja. Es ist ein bisschen wie FIFA mit Formel 1. So, mit Formel 1 kann er Goal schießen. Nein, okay, vom Franchise her. Es ist ein bisschen wie FIFA. Es kommt einfach, jedes Jahr kommt es wieder, ein bisschen in aktuellerer Form, ein bisschen updated mit neuen Kehren, neuen Figuren und so weiter. Das neue Charakter. Genau. Das ist jetzt draussen, das ist noch nicht an Lager. Man kann es schon mal vorbestellen. Aber es wird sicher demnächst auch gelauncht werden. Und das ist dann schon direkt bei euch im Briefkasten. Und was wir auch noch haben, ist Immortals of Aveum für die PlayStation 5 und Xbox Series X. Dort weiss ich ehrlich gesagt nicht, das ist einfach ein Shooter. Aber was genau, dass man sonst dort machen kann, weiss ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht gross darum da. Es ist echt so ein Shooter/Magie-Game aus der ja, Immortals of Aveum. Also ja. manchmal denke ich mir so ein bisschen bei diesen Sachen, Steffi, jetzt mal ohne, dass es mega böse sind, aber... Was sich die Leute überlegen bei den Namen? Nee, ja, ich überlege mir einfach auch so ein bisschen random Name generate. Aha, ja. Und nachher, ja, wir machen das, fix, was brauchen wir da für einen Namen? Du mal etwas generaten, Aveum, klingt super, nehmen wir. Vor allem ist es manchmal so schwierig zum Aussprechen. Ich erinnere mich immer wieder an das, irgendetwas so Frontiers. Ich weiß nicht, wie heißt das mit dem Serial geredet? Ich weiss welches. Frontiers. Die Namen teilweise unmöglich zum Aussprechen. Ja, ich glaube, ich weiß welches. Aber ja, ich kann nicht so ein wichtiges Game sein. Auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall kann sagen zu diesem Game, ich habe kurz reingeschaut. Mir holt es nicht vom Hocker, aber es ist so ein First-Person-Caster-Game. Also man kann, man tut Doom-mässig eigentlich ein bisschen. Weil es ist so wie, man tut Gegner besiegen und man schießt die ab, tut sich mit Schildzauber schützen, tut mit Angriffszauber angreifen, geht durch eine Fantasiewelt, kämpft gegen Monster. Ist jetzt für mich nichts Neues. Müssen wir aber mehr damit beschäftigen. Für einen Preis von 74 Stutz ist es notabene ein bisschen viel, für das man nicht weiss. Von Grafik her sieht es schon cool aus. Das muss man ja, es sieht von Grafik her cool aus, aber Steffi, ich sage nur Forspoken, gell? Ja, nein. Ist gut, ich habe die Hände vernommen, es tut immer noch weh in meinem Rippi, danke. Im Rippi? Ja, es ist wie ein Ellbogen-Rippi. Okay. Bam! So eine nicht gute Ellbogen. Nein, halt. Wieso wird ich jetzt da ins Spiel gebracht? Das geht gar nicht. Du hast Leute das Gefühl, dass sie ja, aber jetzt Leute das Gefühl, dass sie die schlagen. Was? Hallo, nein, niemals. Nein. Das ist ein virtueller... Schlagabtausch. Ja. Okay, also ich meine, wir waren zusammen im Thai-Boxen, von dem... Ja, fair. Also das hat es tatsächlich schon gegeben, aber dann ist es in einem fairen Sparring. Aber es war ein Training, von dem her war es okay. Ja. Genau. Es hat auf gegenseitigem Einverständnis beruht. Genau. Konsens, Leute. Konsens. So ein Slang-Steffi jetzt. Aber ja, so viel zum Loot. Mehr habe ich leider nicht für euch, aber ich würde wirklich wahnsinnig gerne an dieser Stelle nochmal hinweisen, dass wir mega krasse Messeangebote haben für während der Fantasy Basel. Aber es sind über 200 Artikel reduziert. Also geht unbedingt schauen.
ja, vielleicht ist das eine oder andere für euch dort mit dabei Genau, zum Shoppen. Und sonst gibt es, falls ihr vor Ort seid, das eine oder andere am Glücksrad zu gewinnen. Oh yes. 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 Ja, und somit sind wir Laut Oder? und deutlich. Und Am Ende. fertig. Ja, für heute. Aber denkt dran, ich werde es an dieser Stelle auch noch mal schnell erwähnen. Wir haben jetzt eine kleine Pause, weil unser Podcast ist ja nur noch alle 2 Wochen. Und in 2 Wochen ist Pfingstmontag, darum fällt der dann aus. Und wir sehen uns, bzw. hören uns am 12. bzw. am 13. Juni wieder in sommerlicher Frische. Braunbrennt hoffentlich ein bisschen. Das ist schön. Ja, das glaube ich nicht. Ich Aber ja. vermisse die Sonne. Ja, wahrscheinlich werden wir einfach wieder drinnen sitzen und gamen, so wie wir es kennen, vor allem eben Tears of the Kingdom weiterspielen. Aber ich wollte noch Merci sagen. Und zwar haben wir auf Spotify einen Kommentar bekommen. Und Oh, zwar Achtung, ein let's go. «Hey, ihr seid super!» Oh, Ja! Habe ich und das bist natürlich nicht du selber, gefreut das bist nicht du gehabt. selber Nein, gewesen? das bin nicht ich selber gewesen. Ja, Da habe ich okay. natürlich wahnsinnig gefreut gehabt. Also an dieser Stelle, ihr könnt direkt auf Spotify uns einen Kommentar da lassen, neuerdings. Das ist eine recht neue Funktion von Spotify und ich finde es mega cool. Also ja, Wo gibt's schreibt die- etwas wo gibt's die Liebes Funktion? und bewertet uns. Mit Kann ich 5 die Sternen. anschauen? Nein, die sehen wir Kann ich nicht. die anschauen? Also, du musst einfach auf die einzelnen Episoden gehen. Und ist es bei der letzten Dann echt etwas... runterscrollen. Okay. Ja, also falls ihr ein paar liebe Worte für uns anladen wollt, dürft ihr das gerne machen, direkt auf Spotify. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns an Fantasy Basel oder sonst in einem Stream mal. Und den Podcast gibt es, wie gesagt, eben in etwa 4 Wochen wieder. Oh Gott. Ja, aber so, also da müsst ihr euch jetzt gedulden und das ist ja auch okay. Weil Fantasy gehen wir dann richtig durch... Wie soll ich sagen? Jetzt geben wir es richtig durch, eine Woche lang. Hä? Yes, yes, Steffi und sir. ich, wir rocken den Smurf Schissel. Daddy und Mama Tweety sind am Start. Wir sind um. Yes, also. Wir freuen uns auf euch. Wenn ich noch reden kann. Und habt's gut und genießt die Woche. Yes, ciao zusammen. Ciao!